Guten Morgen. Ich begrüße euch im Namen Jesus Christus. En ich wil van jou reden van tijd. Je hebt den Titel da vielleicht an je bulletin al gezien. En ik wil reden van een bestemde tijd. En die bestemde tijd is wat God bestemd heeft te alle tijden. En voor allem ons. So den Titel habe ich bestimmt, eine bestimmte Zeit für jede Sache auf der Erde. Für alles auf der Erde ist eine bestimmte Zeit. Und das ist interessant, wenn ich hier Gott sehen würde, und das ist, was ich brauchen will von der Samarias, wo das bestätigen wird, was ich von reden will und was das unterstützen wird. Und wenn wir kicken, dann Gott sehen würde, wo Gott alle Tiden bestimmt hat. Dat is wirklich wertvoll und interessant, wenn wir dort studieren, dann, wo wir zu alles der rechte Zeit haben. Und das ist alle Tiden, was wir haben im Leben, was in der Vergangenheit, und von der und nach erst auch in der Zukunft, die Tiden, was wir haben, das ist alle bestimmt von Gott. Gott hat die Tiden bestimmt, das er will, nur sehen will nur. Wir lesen von das uit het Lederbuch und dort wo ich mir ein paar Versen genommen habe von dort. Das Leder, das dritte Kapitel, da will ich ein paar Versen von brauchen und dann will ich noch viele andere Versen auch mit annehmen. Dort über das sind die Versen, was ich mir gewählt habe, wo ich will von reden. Wenn wir in der Leder, das dritte Kapitel gehen, der zweite Vers sagt, geboren worden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, planten hat seine Zeit, und uittreten hat seine Zeit. So hat alles hat seine rechte Zeit. Und das hat der König Salomon hat das gestudiert. Der hat die Zeit gestudiert. Wenn wir von denen seinen Brief lesen, dann, und wir wissen, dass nur Gott sein Wort noch, haben wir die ganz klekse Mann, der wurde dann zu der Zeit leben, Gott hat ihnen viel Weisheit gegeben, auch Reichtum gegeben, auch Friede gegeben in das Land zu der Zeit, was er regieren wird. So haben wir die klügsten Menschen, die haben das Buch geschrieben, das Lehrerbuch, auf Englisch ist das Ecclesiastes. Und dort haben wir lesen, er hat die Zeit gestudiert von alles, was der Zeit hat, was das ist und so weiter. Und so, ich war Lehrer, das dritte Kapitel, der erste Vers lesen, sagt, alles hat seine Gelegenheit. Und wie gesagt, alles hat eine bestimmte Zeit. Du hast eine Zeit für jede Sache auf der Erde. So für alles, was wir haben, das hat der rechte Zeit, Gott hat er bestimmt. Alle Tiden sind von Gott bestimmt. Und wenn wir dort kennenlernen, dann dort weiten, wo das alles sich genommen hat, die Tiden und so weiter. Und wenn wir das weiten, dort lernen, dann dass Gott hat die Tiden so bestimmt, dann kann er sich viel zufrieden stellen mit den Tiden, wo wir sind. Und er hat alles korrekt bestimmt, sogar wo wir und wann wir wurden geboren wurden, hat er auch bestimmt. Wo und zu welcher Familie, er hat gleich so bestimmt, dass du zu deiner Familie, zu deinen Eltern wirst geboren worden. Und auch gleich zu der rechten Zeit. Mir hat er bestimmt, dass ich geboren sind in Mexiko, zu unserer Familie, zu meiner Familie, zu meinen Eltern. Ich werde in Mexiko geboren und das hat Gott so bestimmt. Dass ich in Mexiko geboren sein und auch, dass er wird so lenken, dass Leute, dass wir in das Land kommen, hier in Kanada. Das hat wir alle so von Gott bestimmt worden. Und das hat die Schrift auch sagen, dass wenn wir Apostelgeschichte, das 17. Kapitel, checken, dann Vers 26, da sagt es steht, er hat das so gemerkt, also Gott, er hat das so gemerkt, dass alle Völker auf der Erde von einem Mensch stammen, also von Adam, und über die ganze Welt wohnen sollen. So, wenn wir umchecken, dann über die ganze Welt, das ist gleich so passiert. Die Menschen sind ganz über die ganze Welt sind verspreit und sind auf verschiedenen Städten. Das hat Gott so bestimmt, dass die über die ganze Welt sollen sein. Und hat er die Zeit bestimmt. So, hier sagt es gleich, da hat er die Zeit, jedem seine Zeit bestimmt. Er hat er die Zeit gesagt und bestimmt, wo sie wohnen sollen. So nicht bloß, wann sie geboren sind, aber auch wo sie wohnen wollen. Das ist eigentlich interessant, das habe ich wertvoll zu beobachten.
wo Gott das dort geführt haben, wenn wir dort rumkijken und beobachten und ich habe gesehen, dass alles gleich so ausgefallen. Er hat das bestimmt, wo sie wohnen sollen. Wir sagen vielleicht, ich habe mir gewählt, wo ich wohnen will. Einmal da wir uns Entscheidungen merken, wir sagen, wo wir wohnen, überdacht zu gehen, lehrt das, dass er das will. In Sprecher, jetzt sagst du in Kapitel Vers 9, sagt er, ein Mensch plant seinen Weg, aber der Herr bestimmt, wo er geht. So soll das zu sein. Der Herr, der lenkt das so. Er führt das, was er will, das er bestimmt hat. Wir gehen einmal wir an die eine Weg über Luther dann zusammenhauen, dann lenkt er das doch so, dass er nehmen wird, was er gesagt hat, was er will haben. So soll ich auch sagen, dass wir glauben, dass wir Gott, was das so lenken, dass meine Eltern in das Land kommen, zu der Zeit, kriegt er die rechte Zeit. Das wird im Juni, den 1977, dann kommen wir mal in das Land. Und wir leben gerade lang, dass es dort. Dass wir in Mexiko geboren sind, woran weiß ich nicht, aber wie lange das dass wir in das Land kommen, in 1977. Und dass wir gleich in das Land, wo ich meinen Partner fand. Also in das Land, fand ich meinen Partner. Und ich darf mich auch mit ihr befreien. Gott hat es sehr gelangen. Wenn es nicht anders gewesen wäre, wenn wir in Mexiko geblieben, dann würde es dort nicht so rangenommen haben, das dort. Wenn wir das mit dir beobachten, dann checken, dann auch wenn das nicht über das dort gewesen wäre, oder das steht, dann würde es das anders rangenommen haben. Aber nur wenn wir checken, dann kann wir sagen, das hat Gott wirklich so gelangen. Gott bestimmt die Zeit in dem Platz. Für die und für mich. Für all uns. Und dadurch, dass Gott das so lenkt, dass wir uns befreien können, dass wir mit meinem Partner befreien können, da hat er uns gesehen mit 5 Kindern. Dadurch wird unsere Kinder geboren. Dass wir das nur fallen, was er gelangen hat. Er hat uns gesehen mit 10 Großkindern. Ich habe das mehrmals gesagt, ich habe ihrens Beruf damit. Gott hat uns gesehen, er hat mich gesehen mit meinem Partner, mit meinem eigenen Partner und mit unseren 5 Kindern und auch mit unseren Großkindern. Einige Menschen, die leben vielleicht, sie haben die Macht über das Leben. Aber was sagt die Schrift? Menschen von der Nacht leben, sie haben Macht über alles. Aber wenn wir in der Schrift gehen, wer hat die Macht über alles? Das ist doch Gott. Er ist allmächtig und er bestimmt die Zeit und alles, sodass er wird regieren wird. Er sagt, du hast eine bestimmte Zeit für jede Sache, für jede Person. Für alles ist eine Zeit bestimmt. Sogar wenn er gestorben ist. Hebräer 9, Vers 27 heißt es, der Mensch ist das so bestimmt. Auch was er sagt, das ist so bestimmt. Immer was er lesen hat, Gott hat es so bestimmt. Das wird eine bestimmte Sache, eine bestimmte Zeit. Gott hat es so bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das gerecht. So wir leben, eine Zeit lang leben wir hier durch, aber es kommt eine Zeit, wo wir sterben und die Zeit hat er bestimmt. So wie wir in Krieg zu der rechten Zeit, wo wir geboren werden, auch bei der rechten Stadt, bei dem rechten Platz. Zu der rechten Zeit. Und das nach einmal so gewesen, und wir kriegen, wenn wir zurückgehen, dann sogar Jesus seine Zeit wird zu der rechten Zeit. Jesus wird geboren zu der rechten Zeit, eine bestimmte Zeit, was Gott so bestimmt hat, dass Jesus soll geboren werden. Das lesen wir in Galater. Sagt in Galater, dass aus der ersten Zeit gekommen wir, eine bestimmte Zeit, schickt Gott Jesus in der Welt. Sagt Galater 4, Vers 4, sagt, aus der Zeit erst gekommen wir, schickt Gott sein Sohn, geboren von einer Frau in unserer Gesetzgestalt. So nicht bloß hat er eine bestimmte Zeit, wenn wir geboren wurden, aber sogar auch sein Sohn, der hat nicht mal das Recht, die Zeit zu wählen. Da wird von einer langen Zeit an wird geprophezeit worden, dass da würde ein Messias kommen, da würde ein Retter kommen in dieser Welt, der würde Menschen raten, und die Menschen, die lügen, für lange lügen die Menschen, dass das wird passieren, wann wird der Retter kommen. Und die haben für Jahre gelügt, aber auf einmal wieder Zeit da, dann wie Jesus geboren. So, er sagt das, aus der Zeit erst gekommen wir.
dann schreibt Gott sein Sehen. Als der Titel gestört wird, der erreichte Titel. Ans Lustigkeiten von der Gesetz, das was der Ursache wird, worum er gekommen wird, worum Gott den geschickt hat, dass er uns wird losmerken von der Gesetz. Galater 4, Vers 5 sagt, heute soll der Lustigkeiten der unter das Gesetz werden, dass Gott uns können annehmen als seine Kinder. Weil euer wie losgemerkt werden von der Gesetz, dann wir wie Force unter das Gesetz. Wir können das Gesetz nicht ganz ausführen. Dann kam Jesus in der Welt an und er war unter dem Gesetz geboren und er kann uns loshalten von dem Gesetz, wo wir unter geboren werden. Dass wir können seine Kinder werden, dass wir der einzige Weg, wo wir können seine Kinder werden, dass wir können losgemerkt werden, wo wir uns verschuldigt haben unter das Gesetz. Das Gesetz weiß uns, wo wir uns verschuldigt haben, was das Löten von Gott, aber wir können das nicht vollbringen, sondern muss Jesus kommen auf die Welt uns lustig halten, dass wir können seine Kinder werden. Gott sei Dank dafür. Wir können das nicht tun. Wir werden erst Sklaven unter das Gesetz. In Vers 7 sagt er, deswegen seid ihr nun nicht mehr Sklaven, aber Sehens. Und wenn ein Sehen, dann auch eine Orv. So er sagt, dass wir wollen Orven. So ist Jesus Christus auch mit Antwort, wo wir ein Orv kriegen von Gott, weil Gott ihn dort gemerkt hat, sagt dort. Gott hat uns gemerkt, dass wir sollen von Nien geboren werden, dass wir sollen von der Sklaverei loskommen, wo wir unter gebunden werden. So kriegt er erreichte Zeit. Alles ist bestimmt, nur sein Willen, nur sein, das er das will. Der erreichte Zeit passiert das. Wann wir wurden geboren worden, wann wir wurden sterben. Und wir lesen auch von Jesus selbst, hat nicht mal die Macht, wann er geboren worden ist, all sein wird, und nicht wann er wird sterben. Wir lesen oftmals in der Schrift, wo die Menschen, die Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollen Jesus festnehmen, wollen an sein Leben nehmen, weil die leichten nicht, was er kam zu predigen, dass er diese Botschaft bringen wird. Und so der Proben ab viele Stellen, wenn wir das Johannesbuch lesen, dann sind ab jeder Stellen, wo das von geschrieben wird, wo sie wollen Jesus festnehmen und sie wollen sein Leben nehmen. Aber sie können das nicht. Sie können sein Leben nicht nehmen. Sie können das nicht festnehmen zu der Zeit, was sie dort wollen tun. Weil seine Zeit wir noch nicht da. Dann sagt er oftmals, seine Zeit wir noch nicht hier. Sondern wir noch nicht die Zeit, was Gott bestimmt hat, wo sie wollen an sein Leben nehmen. Die Gott erlaubt sie, wir weiten die Geschichte, wo sie am festnehmen und am Wort gekreuzigt, am wir sein Leben genommen werden, aber das wird zu der rechten Zeit, was das passieren wird. Zu der Zeit, was sie das proben zu tun, aber können sie das nicht tun, die haben nicht Macht, die über sein Leben zu nehmen. Weil es wird noch nicht seine Zeit, sagt er immer weiter. So, Jesus seine Zeit wird sogar bestimmt. So, jedem einen seine Zeit ist bestimmt. Heilhafte Tiden bestimmt für jedem einen und für alles. Und dort hat Gott also ein Verrüt bestimmt. In Hiob, das 14. Kapitel, Hiob, wisst ihr auch, er schreibt das auch in Hiob 14, Vers 4, sagt er, einem seine Deo sind im Verrüt bestimmt. So hier sagt er auch, Hiob sagt das auch an, er hat das auch gelehrt. Und er wisst auch, dass er wird noch verrüt, wird nicht bestimmt. Und du weißt, sagt er, also Gott, du weißt, wo lang einer lebt, und hast die Grenzen gesagt, über die einer nicht geht. So er wisst das, er hat die Zeit bestimmt, keiner kann das ändern. Und verrüt hat Gott das bestimmt, was er für jedermann hat. Gleich das, was er im Sinn hat, das hat Gott auch. Epheser 1, Vers 4 sagt, das ist das. Sagt Paulus, sagt er, weil die Welt den Grund lehrt, hat er uns bestimmt, auch was er sagt, hat er uns bestimmt, in Christus seine heilige, unschuldige Kinder zu sein. Und wenn wir hier denken, dass Gott hat einen Plan für uns, euer eigens, was wir, euer die ihr gemerkt wir werden, hat er einen Plan für die und für mich, hat er uns alle im Sinn, hat er uns alle in seine Gedächtnis. Ich finde es interessant, wenn ich dort durchgehe, wenn ich studiere, wo Gott alles bestimmt hat, dass er uns im Sinn hat, er die Welt in Grund gelegt hat.
dann hat er bestimmt, dass wir sollen sie nicht hängen sein. So all die, was der Familien geboren sind, das wird all euer bestimmt worden, euer den Grund geleitet hat von der Erde. So er wird viel zu weiten. Und das wird der Schrift sein, das. Wenn wir Gott sein Wort checken dann. So wir haben nicht eine Macht, wir haben die Macht nicht, Gott seinen Plan zu ändern. Gott hat die Macht, das zu tun, er hat das bestimmt, und wir haben die Macht nicht, das zu ändern. Und auch wenn wir hier auf das 23. Kapitel checken, dann Vers 13, da sagt er, Gott, der kriegt, was er will. Und dann sagt er, dass er hier eine Frau stellen, sagt er, wer kann ihn abholen? Wer kann ihn abholen, sagt er hier. Er wisst das. Was er sich vernimmt, führt er durch. Gott hat die Macht zu tun, was er will, und er hat die bestimmte Tiden gesagt, nur sehen will nur. Er sagt, er wird tun, was er für mich geplant hat. So das steht hier, sagt er auch, er wird tun, was er für ihn geplant hat. Und dann sagt er, und danach mehr, so ist er das will. Nicht bloß, was er das geplant hat, aber er nur sehen will, nur, so ist er das will. So führt er das aus. So ich habe ganz klar sein, dass er hat die Macht, den Plan, wir haben nicht die Macht, den Plan zu ändern, den Gott gesagt hat. So lesen wir auf so vielen verschiedenen Stellen in der Schrift, dass die Macht es nicht in uns dort zu ändern. Gott hat kriegt so, als er sich geplant hat, für ihn hat zu tun. Das ist, was er tut. Jeremia sagt auch, in Jeremia 10, Vers 23, sagt er auch, Herr, ich weiß, so hier sagt er weiter, er ist sich ganz sicher, ich weiß, dass der Mensch wählt sich nicht sein Weg. Das heißt, das ist nicht der Mensch, der das gewählt hat, er Weg zu gehen. Der wählt sich nicht den Weg, und er kann auch nicht bestimmen, wo dort Leben auskommt. Dort, was Gott will, dort wird er tun. Gott hat unsere Zeit gewählt. So einmal probieren. Wir probieren einmal, unsere eine Weg zu ändern, unsere Tiden zu ändern und alles zu ändern, was Gott bestimmt hat. Dann das fällt dann nicht reich aus, das fällt nicht so aus, als Gott das will. Und wir wissen, dass uns alle eine Zeit gegeben worden. Er hat eine bestimmte Zeit für jedem ein, wann wir geboren sind, wann er dort wird sein und wo wir geboren sind und wie lange wir leben dann. Und dass wir auch sterben zu einer bestimmten Zeit, was er uns gegeben hat, was er bestimmt hat. So uns ist alle eine kurze Zeit gegeben. Wir haben keine lange Zeit. Er hat uns alle eine kurze Zeit gegeben, wo wir können leben. Auch eine bestimmte Zeit, wann das passieren wird und wie lange das wird sein. Wenn wir in den 90. Psalm lesen, da unterschriftet von der Zeit, was er uns gegeben hat, jedem ein gegeben hat. Da sagt er, Psalm 90, Vers 10, sagt er, uns Leben ist hier 70 Jahre, und wenn das hochkommt, dann 80 Jahre. Und wenn das auch schön gewesen ist, habe ich doch bloß von mir und Trühe zu reden. Das kommt bald zu eng, und wir fliehen hier weg. So die Zeiten, wo wir beim Leben dann oftmals, das gibt Schwierigkeiten, verschiedene schwere Zeiten, die wir durchgehen im Leben. Einige Menschen, die haben auch recht viel Gute zu reden, die viele Dinge, was sie beleben, das sind nicht gute Zeiten. Und da reden sie von Trühe. Sagt er, von mir und Trühe reden die. Aber er sagt, es kommt bald zum Ende, weil das ist eine kurze Zeit. Und als ich sage, es kommt bald zum Ende, dann fliehen wir hier weg. Und ich glaube, da freut jeder ein Gotteskind, der freut sich dazu, dass der Zeit hier auf Erden, der Zeit, wo wir durchgehen, das ist nur für eine kurze Zeit, und dann fliehen wir hier weg, und dann wollen wir Frieden haben für Ewigkeit. Da wird Frieden sein. In 2021 haben sie das neu gesehen, wie lange die Menschen leben in das Jahr. Sagt er auch, und da haben sie das im Durchschnitt, werden das 70 Jahre alt, was die Menschen geworden wären. 70 Jahre, die liegt durch.
Wir waren einige Menschen, die waren alle, und viele Menschen, die starben auch vor dort. Aber im Durchschnitt sind es 70 bis 80 Jahre. So das ist eine kurze Zeit in der Wirklichkeit. Wenn wir das vergleichen mit der Ewigkeit, ist das eine kleine Zeit. Die Ewigkeit, da wo wir kommen, wir wollen sterben, und wo wir in der Ewigkeit ankommen, wo wir für immer wollen leben. Das wird eine lange Zeit sein, für Ewigkeit. Dann sage ich das, aber dann nur dort, wenn wir sterben, nur dort leben, kommt das gerecht, so aus Hebräer 9, Vers 27 geschrieben wird. Dann dachte ich immer, als ich durchgehe, dass ich übergehe, die Zeit, was ich bestimmt habe für mein Leben, was tue ich mit der Zeit? Oder was tust du mit der bestimmten Zeit, was ich dir gegeben habe? Was tue ich mit der Zeit? Die Zeit ist uns gegeben worden. Gleich der rechte Zeit, wo wir sollen sein, wo wir sollen geboren sein, wie lange wir leben und alles. Aber die Zeit, da haben wir doch noch mal die Freiheit, uns Entscheidungen zu machen. In der Zeit, was er uns gegeben hat. Was tue ich mit der Zeit? Wenn wir uns selbst mit der Frau stellen, was tue ich mit der Zeit? Mit der kurzen Zeit, was er mir gegeben hat. Was tue ich mit der? Sei ich zufrieden mit der Zeit, was er bestimmt hat für mich? In dem Platz, was er bestimmt hat für mich und alles? Sei ich zufrieden oder sei ich unzufrieden? Sein, ich würde lieber haben, dass es soll anders geworden sein. Aber wir wissen, Gott macht nicht Fehler. Gott hat alles reich. Sei wir zufrieden damit? Was tun wir damit? Nützt wir die Zeit aus, was er uns gegeben hat? Merken wir das Beste von unserer Zeit? Weil ja das ist alles, was wir können uns wählen. Da alle anderen bestimmte Dinge, was Gott bestimmt hat, die Tiden und wo wir sollen geboren werden und all die Dinge, wo ich von reden darf, da habe ich keine Macht an. Aber wir haben den freien Willen, in der Zeit, was er uns gegeben hat, uns zu wählen, was wir tun mit der Zeit. Da wir die Zeit ausnutzen. Paulus sagt auch in Epheser 4, Vers 16, sagt er, nutzt die Zeit aus, weil es dort ist eine schlechte Zeit. In der Zeit, wo wir leben, und das ist nicht eine gute Zeit, das ist nicht eine schlechte Zeit, das sagt Paulus dann all. Und wir weten von der und nach gleich so. Wir leben in einer Zeit, wo nicht alles gut ist. Da gehen viele Dinge, die da angehen, und das sind nicht gute Dinge, das ist eine schlechte Zeit. So die Zeit, was wir haben, sagt er selber, ausnutzen. Die Zeit ausnutzen, dann sein, was Gott von uns will haben, in der Zeit, was wir haben, was er uns gegeben hat. Vers 17 sagt, seid vernünftig und fängt aus, was der Herr von ihnen verlangt. So Gott will haben, dass wir sollen am Frauen, am kommen Frauen, was hast du für mich? Was ist dein Verlangen für mich? Am Frauen du noch, am Kennenlernen. So er hat einen Plan für jedem einen. Und er hat gute Dinge, was er im Sinn hat, für all seine Kinder, für alle. Sein Plan ist, dass wir am Kennenlernen tun. Das ist, was er will haben von uns. Wir sollen am Kennenlernen und auch das ewige Leben kriegen. Und weiten, am Kennenlernen, am weiten, dass wir weiten können, wo wir geraten werden. Das ist, was sein Plan für uns ist. Johannes 17, Vers 3 sagt es dort, das ewige Leben ist dort, dass sie den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. So, wir weten, wenn wir am kennenlernen, dann weten wir gleich, was er im Sinn hat für uns, dass er erst gekommen uns die Sinnenschuld zu betonen und uns zu raten von uns Leben, und dass wir geraten werden und für ewig mit ihm taub sein. So, das ist, was wir von ihm kennenlernen tun, wenn wir gucken, wer er ist und was er im Sinn hat. Und das ist, was Gott sein Plan ist, dass wir sehen, kennenlernen tun und sein, was er von uns will. Kannst du den? Weißt du, was er im Sinn hat für dich, dass er dir raten will? Weißt du das? Er will. Und das sind sehr gute Dinge, was er im Sinn hat für jedem einen. Und wenn wir am Kennenlernen tun, dann leben wir, dass er ist der Weg zu das ewige Leben. Das wird Johannes 14, Vers 6 sein. Er sagt, Jesus sagt zu Thomas, der früher auch das. Und Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt dem Vater wieder durch mich. So, das ist, was wir mal kennenlernen. Wo ist der Weg, den ich gehen soll?
wählen wir uns den rechten Weg, haben wir uns vielleicht den rechten Weg gewählt? Er sagt, wir sollen das kennenlernen, dass er der Weg ist. Er sagt, ich sehe den Weg. Das ist der rechte Weg, wo wir gehen sollen, was uns was noch anleiten, wo wir hin wollen, nur der Ewigkeit. Und er sagt, er ist die Wahrheit. Durch haben wir uns verloren, was er sagt, das ist die Wahrheit und das ist er. In das Leben, das ewige Leben. So kann ich kämpfen mit dem Futter, bitte durch Jesus Christus. So wir können uns wählen, was wir mit der Zeit tun, was wir hier haben, hier bieten. Solange es uns die Zeit gegeben hat. Und was immer wir uns wählen wollen, in der Zeit, wo wir sind, da wird sich ausweisen, nur die Frucht, was wir wollen kriegen davon. Da wollen Folgen sein von der Entscheidung, was wir merken tun. Wir lesen von Gott sein Volk, das jüdische Volk, die haben sich auch Entscheidungen gemerkt und das wären schlechte Entscheidungen, die wären gegen Gott gegangen. Gott hat gute Dinge am Sinn verehrt. Er hat aus der Sklaverei rausgebracht aus Ägypten und in ein Land hineingebracht, was er verehrt hat. Das wird das Land, das Kanaan-Land. Gott hat das verehrt, das sie brauchen nicht mehr verschaffen. Gott hat das regelmäßig verehrt und er hat das versprochen. Und dort können sie haben, da können sie dann wohnen für immer. Aber das ist eine Bedingung. Wenn sie wollen dort tun, was er will haben von ihnen, dass sie nicht wollen dort merken, was die Menschen, was die erst in das Land gewohnt haben, dass sie dort nicht wollen merken. Dass sie den falschen Jätter anbeten, dass sie die Deinen und so weiter. Und er will haben, sie sollen die dort ausroden, als sie den Land tragen, und wenn sie den Land kommen, dass sie sollen in das Land wohnen, aber nicht dort merken, was die Menschen leiden. Da lese ich von Jeremia, das 54. Kapitel, wenn wir das ganze Kapitel lesen, da kann er von hören, was Gott hat von ihnen verlangt und wo sie sich übergewählt haben, was sie getan haben. Und während sie gegen Gott gegangen hat Gott sich ein Land von den nordischen Ländern gewählt, dass sie sollen kommen und Fuß nehmen für 70 Jahre in Babylon, dass wir verstruft, dass sie gegen Gott gegangen werden. Das, was Gott sagt in Jeremia 24, Vers 8, sagt er, und nun sagt der Herr, der alles regiert, dass willst ihr nicht gehorcht haben, nur was ich uns seht, wo ich das Volk vom Norden in auch Nebuchadnezzar, den babylonischen König, der für mich schafft. So das kann ich, hier sagt Gott sogar, das kann ich, das wird ein gottloser König, der nicht für Gott leben. Er wird ein sehr gottloser Mensch. Aber er wird ein König, und er sagt mir, dass das König, das gottlose König, der schafft vor allem. Gott braucht den, um sein Volk strufen. So, das ist, was Gott sagt, der alles regieren wird. Er sagt, ich will all die Völker vom Norden, auch von Nebuchadnezzar, den babylonischen König, der für mich schafft, hierher schicken, dass er über das Land, in dem die hier wohnen, überhergehen, sagt der Herr, die wollen in den Ländern hierum ganz verdorben, dort wird der Lied verschrecken, wo dort wird gegangen ist. Und das wird ab immer eine Schande sein. Und das ist, wenn wir nun von lesen und checken, was da passiert wird mit den Menschen, das wird wirklich, das wird eine Schande, dass sich so was rausnehmen. Will sie gegen Gott gegangen werden. Sie horchten nicht auf, was Gott erzählt. So, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann können wir sehen, wo Gott immer wahre Propheten, die entscheiden, haben eine Warnung geben, dass sie sollen horchen, was er zu sagen hat. Aber sie deuten dort nicht. Das sagt in Jeremia 24, Vers 4, wenn der Herr auch immer wahre seine Diener, der Propheten, die Jüngst geschickt hat, hat ihr nicht nur angehorcht. Sie wollen nicht hören, sie horchen durch nur. Und nicht tun, was gesagt wird. Die sehen, dass die sollen Jüngst wegdrehen von der bösen Wege und der schlechten Sachen, die sie tun. Dann wollen sie in das Land bleiben. Wohnt der Herr Jüngst in jene Eltern lange Zeit ab einmal gegeben hat. So er sagt hier, wenn sie wollen das tun, was er von ihnen verlangt hat, dann wollen sie in das Land bleiben, für immer. Das wird ein versprochenes Land, sie wollen für immer bleiben.
Aber das passiert nicht so, da nimmt sich anders rum. Nicht so, als Gott das geplant hat. Gott hat endlich gegeben, dass sie wollen eine gute Zeit haben. Sie nicht mehr wollen Brücken in der Sklaverei wohnen. Sie wollen freigesetzt worden und können das Land nennen gehen und dort leben. Das, was Gott im Sinn hat für ihn, das sind gute Dinge, was Gott geplant hat. Wir lesen oftmals Jeremia 29, Vers 11, was sagen, Gott Trostvers ist, was wir uns einmal tun für uns selbst. Diese Vers, die wird ähnlich geschrieben, zu das Volk, zu das israelitische Volk, in dieser Zeit, wo sie wieder festgenommen wurden, und dass Gott gute Dinge geplant hat für ihn, nicht schlechte Dinge. Was passieren da, wo sie das Raum nehmen, das wird schlecht, das wird eine schlechte Sache, was da passieren da, aber das wird wenigstens die eine Schuld, was sie getan haben. Wo dann Gott die hier handschalten, dass sie werden festgenommen in das Land. Jeremia 29, Vers 11 sagt, dass ich habe das Gott immer gedacht, sagt der Herr, und dass ich für ihn geplant habe, dass Friede und Erfolg nicht Schulden. So er hat nicht im Sinn, dass sie wollen Schulden kriegen. Ich will ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung geben. So das wird dort, was Gott im Sinn hat für das Volk, zu der Zeit. Und das kriegst du für uns von der und auch im Sinn. Er hat gute Dinge im Sinn für uns und hat das geplant, dass wir uns diese Frage auch tun für uns von Gott, weil wir sind auch seine Kinder, all das, was am Gehirn tun. So das wird, was Gott geplant hat für ihn. Aber sie, das jüdische Volk, sie wollen sich nicht nur Gott horchen, sie wollen sich ihre eine Weg zu gehen. Und die Folgen wären nicht gut, was da nur herkam. So wir haben dort eine Gelegenheit, wir haben dort eine Zeit, das ich schon sagen will. Wir haben eine Zeit gekriegt von Gott. Und was da wir mit der Zeit, die er uns gibt, da wir horchen, was er von uns will, sind wir gehorsam oder gehen wir unsere eine Weg, dann kriegt das Gegenteil, was Gott gesagt hat, was wir sollen tun. So dass ich schon sehe, da werden Folgen kommen von all unseren Entscheidungen, die wir merken, entweder gutes oder schlechtes. Wenn wir uns gute Entscheidungen merken, dann wird gutes übrig kommen. Aber wenn wir uns schlechte Entscheidungen merken, dann werden auch schlechte kommen. Einer hat das so fair und so oftmals, dass Menschen, die leiden müssen, wegen der schlechten Entscheidung, was sie gemerkt haben im Leben. Das hat einer so fair. Und dann so oftmals, dann muss die ganze Familie da unten leiden. Für der Lehrer am Heim, was der Lehrer für eine Entscheidung merken wird im Leben für die Familie, da kommen Folgen übrig. Das ist entweder gute oder schlechte. Und wenn wir schlechte Entscheidungen gemerkt haben, dann kommen auch schlechte davon. Dann müssen alle Menschen, sogar alle, die da Raum sind, wo die mit taub sind, die müssen da oftmals unter leiden. Und dann fährt dann die Familie, was da unter leiden wird. Und das haben wir weiten. Dort, was immer wir sehen, wo wir auch arten. Nur Galater 6, Vers 7 sagt Paulus auch, er sagt, könnt nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wir wollen Gott nicht unschmieren können. Das Leben einfach weichkommen, das oder mit Jant. Das ändert sich selber uns morgen. Gott lässt sich euch spotten. Er wird sich nicht spotten lassen von Menschen. Was ein Mensch sagt, wird er auch ernten. Das eine Wort, das habe ich hier betrachtet, ich glaube, wir sollen auch, wenn er sagt, der Wort, nicht, vielleicht könnte das passieren, wenn ich sauer, das ist das da, da wird das vielleicht nicht sehr gut gehen für die. No, das sagt hier der Wort. Er wird dort ernten. Wie kann der Law of the Harvest, wo das ist mit Planten und mit Ernten, mit der Ackerie, wenn wir was säen tun, wenn wir was säen tun im Land, dann kommt eine Zeit, wo wir wollen ernten, wo der Ernten von kommt. Kriegst du das mit Menschen? Was vergleicht mit Menschen? Das sind verschiedene Tiden. Eine Zeit ist eine Zeit, wo die gesät wird, und dann ist eine andere Zeit, wo sie wollen ernten, was die gesät ist.
Zoals Paulus zegt. Wat de mens arten dat, of wat de zijn dat, wat hij ook arten. Sprecher 11, Vers 18 sagt es dit. Einen Arrechten seine Arbeit wird schlecht belohnt. So, wenn wir eine schlechte Arbeit tun, das Lohn wird auch dafür sein, oder dünner sein, was wir wollen tun. Eine Arrechtet wird schlecht belohnt. Wer aber dort Gerechte sieht, wird einen sicheren Lohn haben. So, da wird ein guter Lohn dafür sein. So, ich will uns Mut sprechen. Ich will uns Mut merken. Dort in all diese Dinge und die schlechten Entscheidungen merken, die wir vielleicht tun oder vielleicht haben gemerkt in der Vergangenheit, wie kann von der noch gute Entscheidungen merken. Wie kann nu noch, wie leben von der noch. Von der sind wir noch im Leben, wo wir die Gelegenheit haben, gute zu sein, so dass wir eine gute Frucht kriegen, dass wir eine gute Frucht ernten dadurch. So, wenn wir uns nu wählen tun, von der und auch noch wählen tun, dass wir wollen gute so sein, dann können wir uns dort verloren. Da wird nach Arn kommen und tun, was wir gesagt haben. Was da vorbei ist, was in der Vergangenheit ist, was wir getan haben, das können wir auch nicht ändern. Das ist passiert, das ist vorbei. Wir können aber in die Zukunft kicken, von hier wieder. Was wollen wir nun wieder tun? Was hast du gesagt in der Vergangenheit? Oder was von der Art, dass du nu groß, was du nennt bringt das? Wenn es schlecht ist, dann will die von dir gut zu sein. Das können wir tun. Diese Entscheidung können wir machen. All die anderen bestimmte Dinge hat Gott gemerkt, aber wir können das uns wählen zu tun, dass wir wollen nu von der groß noch gut sein, dass wir eine gute Art kriegen. Dann können wir vorwärts kicken, nur was gut ist. So, das dürfen entweder schoden oder sehen, was wir tun. Was immer wir uns wählen zu planten, das wollen wir auch ernten. Kijk, das Lehrer 3, Vers 2 sehen. Geboren worden auf seine Zeit, sterben auf seine Zeit, planten oder anackern auf seine Zeit, und uitrieten, oder so, man kann sagen, ernten auf seine Zeit, auf alles der rechte Zeit. So, was wir von der wollen anackern, dort wollen wir dann auch ernten. Wir sind von der noch im Leben. Von der können wir noch einen Unterschied merken in uns Leben. Wir können uns von der wählen, was wir wollen tun. Was wir wollen planten, tun, was wir ernten. Hier im Leben, der wird noch im Leben sein, der kann sich dort noch wählen. Der wird dort tot sein, der kann auch nicht eine Veränderung merken. Der sind gestorben. Der wollen Lohn kriegen. Und weißt du, was die kriegen, als Lothar auch nach einer Ewigkeit, da wird noch ein Lohn kommen für was wir tun, was wir sehen tun, für jede Werk. Römer 2, Vers 6 heißt es dort. Da wird in jedem Donner belohnen, also Gott, da wird in jedem ein Donner belohnen, als was seine Werke gewahr sind. So hier im Leben, wo wir auch ernten, was wir gesagt haben, aber in der Zukunft von der Ewigkeit, da wo wir auch noch belohnt kriegen für was wir getan haben, für alles, was wir getan haben. Das ist nicht die Seligkeit, was wir uns damit verdienen wollen, aber mit unserer Seligkeit, wo wir noch belohnt worden für alles, was wir getan haben. Da wird eine Belohnung sein nach der Zeit. So, ich weiß nicht, wo du bist in deinem Leben oder was du dir wählen, das oder was wählen zu tun. Mein Gebet wird sein, dass wir uns wirklich wählen, Gott so zu sein, so dass wir vorwärts kicken und eine gute Art. Wir lesen von König Solomon, ich sehe die Stadt wie der klügste Mensch, was die jemals gewusst hat, der Zeit, Gott hat ihm viel Weisheit gegeben, viel Reichtum gegeben, auch viel gegeben, mangt den Oberschwelter.
waarom hij dat gekregen had, weer wegens hij vroeg God een wijsheid. God geeft hem de vrijheid te vragen naar wat hij wil. En hij wil zich dat hij wil wijsheid hebben, waar hij dat land regeren zal, als hij kennis geworden weer. En God gevalt dat hij een soort vrouwen deed. Zo hij geeft hem door veel wijsheid, ook rijkdom, ook vrede met dat volk waar hij het op weer. Aber als schuld te zijn van hem, van hij ook een goede aanvang had, aber zijn eind, dat wird niet zo goed. Hij valt ook in de Sünde nemen. Hij had zich frühest gefreut, wat niet goed wird für ihn. Hij had 700 frühest en 300 nebenfrühest, sagt 1. Könige 11, Vers 3. En sagt er, in deze lenkt in zijn hart weg van God. So dat kan ook wel zijn, dat heeft te doen met wem wir uns willen taub te zijn. Schlechte Gemeinschaft, Gesellschaft, dat kann uns Schulden geben. Und das, was hier passiert zu Solomon. Er hat einen guten Anfang, die kann ich überlegen, das nimmt sich daran, der hat sein Hort weggedreht von Gott. Und er hat sein Reichtum verbessert dadurch. So weil wir uns wählen, eine gute Art anzubringen. Das haben wir uns wählen. Da haben wir noch zu beten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für diese verschiedenen Städte, wo wir können sein, wo du alles bestimmt hast, wo du die Tiden bestimmt hast für uns und auch was dein Plan ist für uns, dass du gute Dinge am Sinn hast. Und du wirst haben, dass wir sollen in den Tiden, was du uns gegeben hast, gute Entscheidungen mehr und so, dass wir können eine gute Art anbringen. Und ich danke dir, Herr, dass du so eine gute Dinge am Sinn hast für uns. Wenn wir eine schlechte Art anbringen, das liegt nicht an dir, das liegt an uns. Wegen der Entscheidung, was wir gemerkt haben, wie Stunde da Herr. Help uns von der und nach, wenn wir noch leben, dass wir gutes sein, dass wir können vorwärts gehen, nur eine gute Art, die wir dann anbringen. Ich bete, Herr, für alle von uns, von der eins für erst, was die noch nicht kann, das ist noch einer Zle, was wir hier von den Wort hielten, dass den Plan ist, dass wir die kennenlernen, und dass wir die kennenlernen, wer die wissen, dass den Plan ist, uns zu raten. Und dass wir die wollen kennenlernen, aus uns Rader, uns Herr und Heiland, dass wir die wollen annehmen dürfen, dass wir das ewige Leben haben, dass wir auch kein Diener genannt werden. Ich bete für jeden ein, dass wir alle wollen uns wählen, die wirklich kennenzulernen und an die anzunehmen. Und dann so zu leben, als du von uns verlangen lässt, dass wir wollen keine gute Ohren kriegen und gesehen werden dadurch. In die Namen bete ich dir mit Danksagung. Amen.